Medienschaffende. Ich begrüße Sie recht herzlich zu diesem Point de Presse zum Thema Coronavirus, an dem Sie wiederum den Fachleuten des Bundes Fragen stellen können. Nächste Woche gibt es am Mittwoch eine Bundesratssitzung und die Kommunikation dazu wird in der Sitzung festgelegt. Der nächste Point de Presse auf Fachebene ist nächsten Dienstag um 14 Uhr. Also am Dienstag um 14 Uhr. Herr Koch, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, werte Anwesende. Wir haben weiterhin konstant steigende Zahlen. Das heißt, es nimmt nicht exponentiell zu, aber weiterhin um die 1000 Personen, 1000 positiv getestete Patienten pro Tag. Im Moment sind wir jetzt bei 20.278 positiv Getesteten. Auch zugenommen haben die Todesfälle. Da sind wir jetzt bei 540 Todesfällen. Ebenfalls zunehmend sind die Patienten, die unter einem Respirator gepflegt werden, also die künstlich beatmet werden. Das sind zurzeit 435 Patienten. Sie sehen, all diese Zahlen nehmen weiterhin zu, wenn auch nicht übermäßig, doch konstant. Wir sind also mit Sicherheit noch nicht an einem Peak angelangt, wo wir dann denken könnten, irgendwelche Maßnahmen zu verändern. Ich möchte Ihnen aber auch noch ein paar Zahlen nachliefern, die diese Woche nachgefragt wurden. So wurde gefragt, wie viel Pflegepersonal und medizinisches Personal sich angesteckt habe. Die Ansteckungszahl selber haben wir nicht, aber wir haben die Zahlen, wie viele aus den Pflegeberufen und den Medizinalberufen hospitalisiert wurden. Und das sind 2,6%. Also eine kleine Zahl. Das Pflege- und Medizinalpersonal kann sich offenbar gut schützen. Wie viel sich aber wirklich angesteckt haben und zu Hause sind, das können wir nicht eruieren, weil da auch keine Meldepflicht dazu besteht. Ebenfalls nachgefragt wurde nach der Struktur der Todesfälle. Und da können wir verzeichnen, dass 6% der Todesfälle unter 65 Jahre alt waren. Der Median, also das mittlere Alter der Verstorbenen, liegt bei 83 Jahren und 97% der Todesfälle haben eine Begleiterkrankung, wobei am meisten mit 69% Bluthochdruck genannt wird, Herz-Kreislauf-Erkrankungen mit 55% und Blutzuckererkrankungen, also Diabetes mit 29%. Wenn wir diese Zahlen anschauen, möchte ich noch einmal daran erinnern, wir haben bei der Bewältigung dieser Krise 2 Ziele im Auge. Das eine Ziel ist, dass wir versuchen, die epidemische Kurve abzuflachen, tief zu halten. Das erreichen wir mit dem generellen Social Distancing. Das zweite Ziel aber auch, das ein sehr wichtiges Ziel ist, und das dürfen wir nie vergessen, ist, dass wir unbedingt unsere vulnerablen Risikogruppen schützen wollen. Und dieses Ziel ist sehr wichtig, weil das sind die Leute, wie Sie auch aus den Zahlen sehen, die am Schluss auch unsere Spitäler und das Gesundheitssystem belasten und die wirklich auch um ihr Leben fürchten müssen. Und damit wir sie schützen können, müssen alle mitmachen. Es müssen alle helfen, Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, um nicht Risikopatienten anzustecken. Also es ist sehr wichtig, dass die Risikopatienten, die Risikoleute, die Leute, die über 65 Jahre sind, die eine Begleiterkrankung haben, dass die wirklich alles daran setzen, dass sie nicht angesteckt werden. Und alle anderen sollen sich Mühe geben,
nicht zu viel untereinander sich anzustecken und vor allem nicht die Älteren anzustecken. Diese beiden Ziele, die bestehen weiterhin und die sind das Hauptziel für die Bewältigung dieser Krise. Und deshalb ist es weiterhin sehr wichtig, jetzt auch im Hinblick auf das Wochenende, bitte bleibt zu Hause, wenn ihr hinausgeht, alleine, kurze Spaziergänge, bewegt euch ja, möglichst aber zu Hause oder auf dem Balkon oder im Garten und meidet Plätze, unbedingt meidet Plätze, wo sich plötzlich alle Leute hinbegeben wollen, also die Parks, die Seepromenaden. Das ist weder für Risikopatienten noch für andere Leute empfehlenswert. Diese Plätze sollen gemieden werden, weil dort wird es genau das geschehen, was wir nicht wollen. Dort werden die Leute zu nah aufeinander sein, sie werden zu nah auf den Bänken herumsitzen und sie werden sich gegenseitig anstecken. Und das müssen wir mit allen Mitteln verhindern, damit wir ein weiteres Abflachen und dann ein rückläufiges Geschehen in dieser epidemischen Kurve erreichen. Vielen Dank. Danke, Herr Koch. Frau Staatssekretärin. Vielen Dank, geschätzte Anwesende. Der Bundesrat hat einschneidende Maßnahmen zum Schutze der Bevölkerung vor dem Coronavirus getroffen und er hat auch in sehr kurzer Zeit zahlreiche Maßnahmen getroffen, um die wirtschaftlichen Folgen der Maßnahmen im Gesundheitsschutz abzufedern. Die diesbezügliche Strategie des Bundesrates, die er am letzten Mittwoch bestätigt hat, ist in dieser außerordentlichen Krise Härtefälle zu vermeiden oder spezifischer Entlassungen in größerem Ausmaß zu vermeiden und so die Beschäftigung zu erhalten, die Löhne derjenigen zu sichern, die nicht arbeiten können, aber nichts dafür können und Konkurse von Unternehmen und Selbstständigen zu verhindern, die gesund sind, aber die Liquiditätsprobleme haben. Zur Abfederung dieser wirtschaftlichen Folgen der Ausbreitung des Coronavirus hat der Bundesrat bisher 3 Maßnahmenpakete beschlossen, im Umfang von mittlerweile über 60 Milliarden Franken. Zum Erhalt der Beschäftigung hat er, wie Sie alle wissen, die Kurzarbeitentschädigung stark ausgeweitet. Komplementär dazu hat er die Erwerbssatzordnung eine neue Art Erwerbssatzordnung geschaffen, die sogenannte Corona-EU, und die Liquiditätshilfe wurde geschaffen, wo mittels Krediten, die durch den Bund verbürgt sind, Unternehmen die Überbrückung dieser schwierigen Zeit erlauben soll. Der Bundesrat hat am 1. April seine bisherige Strategie bestätigt und er hat auch beschlossen, rasch und gezielte Verlängerung oder Ausweitung von Unterstützungsleistungen zu prüfen. Was in dieser Situation sehr wichtig ist, ist, dass die Maßnahmen schnell wirken und dass sie zielgerichtet ausgestaltet sind. Es ist dabei auch wichtig, dass die Schweizer Wirtschaft und die Arbeitnehmenden eine Perspektive haben, auch wenn jetzt mehr Unsicherheit ist als je zuvor. Denn aktuell herrscht in der Tat auch in weiten Teilen der Schweizer Wirtschaft Unsicherheit. Mittlerweile sind beispielsweise über 1,3 Millionen Beschäftigte für Kurzarbeit angemeldet. Das ist mehr als ein Viertel der Beschäftigten in der Schweiz. Das zeigt die große Tragweite der herrschenden Unsicherheit bei den Unternehmen. Wie Bundesrat Guy Parmelin am Mittwoch gesagt hat, wird die Wirtschaft nicht ohne Schaden aus dieser Krise kommen. Dennoch schafft der Bundesrat mit all den bisher getroffenen wirtschaftlichen Maßnahmen Zuversicht und eine Perspektive für alle Menschen in der Schweiz. Wir müssen uns bewusst sein, dass sämtliche wirtschaftspolitischen Maßnahmen sehr stark von den gesundheitspolitischen Entscheiden abhängen. Denn der Bundesrat hat mehrmals wiederholt, dass die Gesundheit der Bevölkerung oberste Priorität hat. Niemand kann heute sagen, wie lange diese Krise noch anhält. Die Unsicherheit in der Bevölkerung, aber auch in der Wirtschaft besteht deshalb weiter. Und wir können heute nicht abschätzen, wie die Folgen sein werden. Ich kann Ihnen aber versichern, dass sich der Bundesrat und wir uns in der Verwaltung intensiv darüber Gedanken machen, welches die Auswirkungen der Krise sind und dass wir die Situation laufend analysieren. Und es ist uns auch ein Anliegen, Sie wie an diesem Point de Presse auch künftig transparent, zeitnah und umfassend zu informieren.
Ich habe gesagt, wir analysieren die Situation laufend und ich kann Ihnen hier ein Beispiel geben. Ich habe mich am Dienstag im Rahmen einer Telefonkonferenz mit den Spitzen der Tourismusverbände ausgetauscht. Sie wissen, Tourismus, Hotellerie, Gastbetriebe, aber auch Bergbahnen waren von Anfang an von den Maßnahmen des Bundesrates ganz besonders betroffen. Ihre Einschätzung am Dienstag war, dass die Maßnahmen des Bundesrates zur wirtschaftlichen Abfederung gezielt helfen. Ihre Sorge ist aber, dass nach der Aufhebung der gesundheitlichen Maßnahmen der Tourismus viel länger brauchen wird, um sich zu erholen als andere Sektoren. Es wird deshalb dann zumal auch wichtig sein, zu schauen, welche Maßnahmen für diese Branche, die auch schon von der Finanzkrise und von der Frankenkrise gebeutelt wurde, notwendig sein werden. Anche il contatto con i cantoni è per noi molto importante, in quanto sono i cantoni gli organi esecutivi di numerose decisioni del Consiglio federale. Entsprechenden Organe müssen die Entscheidungen des Bundesrats umsetzen, vor allem diejenigen, die die Kurzarbeitsentschädigungen auszahlen. Ich habe heute mit dem Staatsrat des Tessins telefoniert. Wie in fast allen Kantonen ist es so, dass die Dienststelle, die sich um die Kurzarbeitsentschädigungen kümmert, unter starkem Druck steht, weil es Tausende von Gesuchen gibt für Kurzarbeitsentschädigungen. Statt dass sie 4 oder 5 Anfragen pro Woche bekommen, haben sie letzte Woche 8.500 Gesuche bekommen. Das Tessin ist der Kanton mit den allerhöchsten Gesuchen um Kurzarbeitsentschädigungen. Über 40% aller Beschäftigten haben einen Antrag gestellt. Wie in anderen Kantonen macht auch das Tessin alles Menschenmögliche, um diese Gesuche schnell zu bearbeiten. Aber das wird da größtenteils noch auf Papier gemacht und nicht digital. Deshalb dauert es auch eine Weile. Wir bitten also um Verständnis, wenn die entsprechenden Zahlungen etwas verspätet eintreffen. Und das ist das gleiche Problem wie in anderen Kantonen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Staatssekretärin. Herr Fluri. Geschätzte Anwesende, ich möchte Ihnen kurz ein Update zum laufenden Einsatz des Zivilschutzes im Rahmen der Corona-Krise geben. Der Zivilschutz ist weiterhin stark engagiert. Und weiterhin gilt auch, der Zivilschutz ist in allen Landesteilen und in allen Kantonen im Einsatz. Derzeit sind es Ende Woche rund 5.000 Zivilschutzangehörige, die im Einsatz stehen, und sie erfüllen die ihnen gestellten Aufgaben mit sehr großem Engagement. Die Verantwortung für die Einsätze liegt nach wie vor bei den Kantonen. Ich möchte Ihnen folgen eine kurze Übersicht über die im Einsatz stehenden Zivilschutzangehörigen nach Landesteilen geben. Das Schwergewicht des Einsatzes liegt nach wie vor in der Westschweiz und im Tessin. In der Westschweiz waren Ende der Woche rund 2.900 Angehörige des Zivilschutzes in Unterstützungseinsätzen. Allein im Kanton Waadt waren es gestern 1.200. Und dieses Wochenende wird in Genf der Zivilschutz, rund 200 Zivilschutzangehörige, die Polizei darin unterstützen, dass die Bevölkerung die Regeln des BAG auf öffentlichen Plätzen, Parks und so weiter wirklich einhält. In der Nordwestschweiz waren es rund 800, in der Ostschweiz rund 1.100 und in der Innerschweiz rund 200 Zivilschutzangehörige. Die Zahlen spiegeln auch die Betroffenheit der verschiedenen Landesteile der Schweiz durch das Coronavirus. Der Einsatz des Zivilschutzes erfolgt möglichst bedarfsorientiert und ressourcenschonend. So werden in den einzelnen Kantonen je nach Lage und Situation nur die benötigte Anzahl von Zivilschutzangehörigen aufgeboten und auch eingesetzt. Maßgebend sind dabei der Bedarf und die Aufträge, die an den Zivilschutz zur Unterstützung gestellt werden. Deshalb stellt die Zahl von diesen 5.000 im Einsatz stehenden Zivilschutzangehörigen eine Momentaufnahme dar. Sie kann je nach Entwicklung der Lage von Tag zu Tag oder von Woche zu Woche variieren. Ein paar Worte zu den Einsatzmodalitäten. Die einzelnen Zivilschutzangehörigen leisten längere oder kürzere Einsätze, je nach Funktion, nach Einsatzart und der zu erfüllenden Aufgaben. Hinzu kommen Ablösungen und Rotationen.
Zivilschutzangehörige sind deshalb nicht permanent vor Ort und stehen nicht dauernd im Einsatz. Um schnell reagieren zu können, werden sie teilweise aber auch auf Pikett gesetzt. Zudem haben viele Zivilschutzangehörige Voranzeigen erhalten, dass sie allenfalls ebenfalls noch aufgeboten werden könnten. Dieses Ablöse- oder Rotationsverfahren erlaubt es bis zu einem gewissen Grad, auf familiäre oder berufliche Bedürfnisse der Dienstpflichtigen bzw. der jeweiligen Arbeitgeber Rücksicht zu nehmen. Der Alltag von vielen Zivilschutzangehörigen ist also für die nächste Zeit geprägt durch einen Wechsel zwischen Einsätzen im Zivilschutz im Rahmen der Corona-Krise und auch beruflichem und privatem Leben. Dieses System stellt die Durchhaltefähigkeit des Zivilschutzes über eine längere Zeit hinweg sicher und ermöglicht auch eine hohe Flexibilität. Es ist umgekehrt aber auch herausfordernd. So verlangt es von den Kommandanten und Kadern ein hohes Maß an Planungskompetenz. Also Sie müssen dafür schauen, dass je nach Aufträgen die richtigen Leute zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort eingesetzt werden können. Zu den Einsatzschwerpunkten kurz. Im Fokus steht weiterhin die Unterstützung des Gesundheitswesens, also von Spitälern, aber zunehmend auch von Alters- und Pflegeheimen sowie der Spitex. Es geht nach wie vor darum, das Personal bei verschiedensten Aufgaben zu entlasten, bis hin zur Routine, Reinigungs- und Desinfektionsarbeiten, beispielsweise auch von Ambulanzfahrzeugen. Der Zivilschutz betreibt nach wie vor Empfangs- und Triagestellen vor Spitälern und Einrichtungen des Gesundheitswesens. Er transportiert Personen und Material oder unterstützt die Logistik beim Schutzmaterial und Medikamenten. Im Kanton Genf unterstützt der Zivilschutz beispielsweise die Lieferung und Verpackung von Desinfektionsmitteln. Unverändert gefragt ist der Einsatz für den Betrieb von Hotlines für die Bevölkerung. Als neue Aufgabe hinzugekommen ist in den letzten Tagen in verschiedenen Kantonen die Unterstützung beim Aufbau und Betrieb von Drive-in-Testzentren. Weiter sind teilweise auch Care-Teams mit Psychologen aufgeboten worden, um den Einsatzkräften, auch den Zivilschutzangehörigen, für Gespräche oder persönliche Probleme zur Verfügung zu stehen. Bei allen Einsätzen im Rahmen der Corona-Krise kommt dem Zivilschutz eines entgegen. Er ist ein Einsatzelement der Kantone und primär regional aufgestellt. So können spezifische Bedürfnisse und Gegebenheiten vor Ort gezielt berücksichtigt oder notwendige materielle Ressourcen unkompliziert und in enger Zusammenarbeit mit dem lokalen Gewerbe organisiert werden. Diese regionale Verankerung garantiert auch die Nähe zu den Betroffenen und ermöglicht eine flexible und bedarfsgerechte Unterstützung. Man könnte die Einsatzdoktrin oder Einsatzphilosophie des Zivilschutzes auch kurz so zusammenfassen: Der Zivilschutz agiert aus der Region und für die Region. Danke. Vielen Dank, Herr Fleury. Herr Brigadier Droh. Mesdames et Messieurs, bonjour également de ma part. Sehr geehrte Damen und Herren, wir haben heute ein hohes Engagement und wir sind am 20. Tag unseres Engagements in der Covid-19-Bekämpfung. Fangen wir an mit den Zahlen. Sämtliche Truppen, die im Moment zum Hilfsdienst aufgeboten sind, insbesondere auch die Generalstäbe, für Sanitäts- und Sicherheitsmissionen haben wir 4.900 Militärs im Hilfsdienst aufgeboten. Von diesen 4.900 haben wir 4.000, die für Gesundheitsaufgaben zur Verfügung stehen und 600 für Sicherheitsaufgaben, wie zum Beispiel die Unterstützung für die eidgenössische Zollverwaltung oder aber den Botschaftsschutz in Genf und im Kanton Waadt. Von den 4.000 Aufgebotenen für Gesundheit sind 1.300 in den verschiedenen Spitälern und bei den verschiedenen gesundheitlichen Aufgaben abgestellt. 1.300, diese Zahl steigt ständig an. 324 Anfragen sind uns zugestellt worden und sind angenommen worden. 115 sind noch hängig und 93 sind bereits abgeschlossen.
Das zeigt, dass wir dazu in der Lage sind, eine maximale Anzahl von 1000 Sanitätssoldaten zusätzlich aufzubieten. Und der Rest ist bei der Sicherheitssicherung auch noch aufzubieten. Da haben wir allerdings keine Kapazitätsprobleme. Am 20. Tag Gesundheitsproblematik innerhalb der Armee. Da hat sich die Lage leicht verbessert. Heute haben wir 759 Soldaten in Quarantäne, 33 in Isolierung und 64 Fälle. Die Zahlen gehen allerdings zurück. Das beruhigt uns und wir werden alles tun, dass sich diese Zahlen weiter stabilisieren und weiter zurückgehen. Am 20. Tag zeigen die Entscheidungen Wirkung. Und wir haben auch in den letzten Tagen noch weitere Entscheidungen gefällt. Die Mobilisierung an erster Stelle. Diese ist für die Gesundheitssoldaten abgeschlossen. Am Montag haben wir die Langdiener mobilisiert, insbesondere die Truppenköche und alte Köche werden wieder mobilisiert. Und bei den jungen Durchdienern haben wir beschlossen, dass all jene, die Sanitätskompetenzen haben, dass wir jetzt mehr als 90% der Jungen haben, die wieder zurückgekommen sind. Und diese jungen Soldaten wussten, dass sie nicht besonders viel Freizeit bekommen in der Zwischenzeit, obwohl sie gerade ihren Dienst beendet haben. Ich möchte hier die Pflichterfüllung und dieser jungen Soldaten ganz besonders unterstreichen. Ab dem 1. April sind Ferien wieder erlaubt aus familiären, beruflichen Gründen, aus höherer Gewalt oder aber auch zum Studium. Ab dem 15. April, das heißt nach dem Osterwochenende, werden wir Ferien wieder zulassen, wenn die Lage es zulässt. Das heißt, kleinere Kontingente werden Ferien in Anspruch nehmen können, damit alle 2 Wochen jeder Armeeangehöriger mindestens 2 Tage Erholungszeit genießen kann. Natürlich immer nur, solange die Lage das zulässt. Wir haben unsere Dienstpläne drastisch verändert. Wir haben unsere Corona-Truppen, wir haben die Corona-Hilfstruppen. Das bedeutet, dass wir 59 Korps, das heißt 60.000 Junge, insgesamt liegen wir bei 100.000, das heißt mehr als die Hälfte der gesamten Armee ist betroffen von der Änderung der Dienstpläne. Es gibt solche, die nicht dienen, es gibt solche, die 6 Wochen Dienst machen und es gibt solche, die nur einen Kaderkurs machen und dann Pikettdienst für 6 weitere Wochen machen. Das heißt also, wir haben hier eine Bereitschaft, die vorgehalten wird, um eine Bewegungsfreiheit zu gewährleisten. Unsere Kasernen sind kleine Städte geworden, in denen wir leben, in denen wir uns erholen, in denen wir lernen. Wir teilen viel, auch Freude, aber auch Sorgen. Und da haben wir 100 Spezialisten, die sich um das Wohlergehen unserer Truppen kümmern. Das heißt unter anderem Psychologen. Wir haben Anlaufstellen, um über Probleme zu sprechen mit den entsprechenden Spezialisten. Wir haben einen regelmäßigen Kontakt von den Armeeangehörigen mit ihren Familien über Skype und so weiter. Für viele ist natürlich die Trennung von Familie und Freunden sehr schwer zu ertragen. Aber es gibt noch viele Wartezeiten. Sie haben das gut gerechnet, 1.300, da warten immer noch einige. Sie warten darauf, dass sie aufgeboten werden. Und wir bekommen eine Aufgabe. Wir müssen dieser Aufgabe dann, wenn sie uns übermittelt wird vom Koordinierungsorgan, nachkommen. Und dann haben wir Soldaten, die einen ganzen Tag lang warten auf einen Einsatzbefehl. Man wartet einfach nur, man ist noch nicht aufgeboten. Und dann haben wir Wartebereiche. Seit circa 10 Jahren haben wir einen Wartebereich bei uns. Für mich, für uns, für die Jungen ist Warten natürlich nicht besonders attraktiv. Trotzdem müssen wir uns damit abfinden. Es gehört mit zu unseren Aufgaben. Damit habe ich geendet. Dankeschön. Sie haben nun Gelegenheit, Fragen zu stellen. Wer möchte die erste Frage stellen? Herr Tischhauser.
Ja, ich hätte eine Frage an Frau Ineichen-Fleisch, und zwar was die Risikogruppen betrifft. Die sind im Moment sehr verunsichert, was jetzt gilt. Müssen sie jetzt zur Arbeit gehen? Kann sie der Arbeitgeber zwingen? Müssen sie nicht? Was passiert, wenn sie nicht gehen? Ist dann eine Kündigung beispielsweise widerrechtlich? Wie sieht das aus? Vielen Dank für diese Frage, die effektiv auch immer wieder direkt kommt, an uns gerichtet. Also der Arbeitgeber muss die Möglichkeit geben, wenn es möglich ist, für Telearbeit. Wenn es nicht möglich ist, dann muss er den Arbeitsort so organisieren, dass diese Personen unter Berücksichtigung der Empfehlung des Bundesamts für Gesundheit arbeiten können. Und wenn das nicht geht, dann müssen sie beurlaubt werden und dann wird der Lohn fortbezahlt. Noch eine Nachfrage. Und wenn es jetzt in diesem Zusammenhang, weil vielleicht unklar ist, ob er geschützt werden kann oder nicht, wenn es zur Kündigung kommt, ist sie dann rechtens oder nicht? Also zuerst muss man, also wenn gekündigt wird, dann kann man natürlich sagen, es wurde zu Unrecht gekündigt und das kann man nachprüfen. Also von dem her müsste man das anschauen, ob das zu Recht erfolgt ist oder nicht. Nur damit ich es richtig verstehe, dass also wenn klar ist, dass es wirklich infolge der Krise zur Kündigung kam, ist sie nicht rechtens. Nein, wenn sie einfach infolge der Krise gekündigt wurde, dann ist es nicht rechtens. Es gibt immer Kündigungen. Also man kann nicht sagen, jede Kündigung während der Zeit der Krise ist nicht rechtens, weil es gibt ja auch in normalen Zeiten Kündigungen. Aber die Idee ist eben, dass man nicht kündigt wegen der Krise, sondern dass man diese Kurzarbeit verlangt. Das ist die Idee dahinter. Das ist eben dieses Sichern des Arbeitsplatzes. Also von dem her denke ich, müsste man den Einzelfall anschauen, ob das dann eine rechtsmissbräuchliche Kündigung war oder nicht. Aber man kann nicht sagen, alle Kündigungen während der Corona-Krise sind rechtsmissbräuchlich. Herr Favre. Aussi pour Madame la Secrétaire d'État, vous avez parlé de votre discussion avec Frau Ineichen-Fleisch, Sie haben über Ihre Gespräche mit den Tourismusvertretern gesprochen. Was sind da die Lösungen, die Sie ins Auge fassen, langfristig mit den entsprechenden Vertretern? Danke. Ich habe darüber gesprochen, weil der Tourismus natürlich sehr stark betroffen ist. Also Tourismus breit verstanden. Der ganze Fremdenverkehr ist von diesen Maßnahmen stark betroffen. Und der Grund, weshalb wir da Gespräche führen und auch diese in den nächsten Wochen weiterführen, ist, weil wir die Lage im Auge behalten wollen und auch weil dank der Maßnahmen des Bundesrats die Auswirkungen abgemildert werden sollen. Und natürlich hängt es davon ab, wie die Krise weitergeht. Da stellt man sich die Frage, wie die Maßnahmen weitergeführt werden, auch für den Bevölkerungsschutz. Und es ist schwierig heute zu sagen, wir machen das zu diesem oder jenem Zeitpunkt. Wichtig ist aber zu verstehen, wie sich die Lage entwickelt. Und aus diesem Grund bleiben wir in Kontakt und werden sicherlich alle paar Wochen wieder Kontakt aufnehmen, damit wir die Lage einschätzen können und auch das Nötige vorbereiten können, wenn der Moment gekommen ist. Ja, ich habe eine Frage an Frau Ineichen-Fleisch und auch an Daniel Koch. Sie wissen ja, dass die Wirtschaft eine Ausstiegsstrategie jetzt verlangt, weil seit dem 16. März alles stillgelegt ist. Kann man vielleicht etappenweise die Arbeit wieder aufnehmen mit ganz strengen Hygieneauflagen, zum Beispiel, dass man eine Schutzmaske trägt am Arbeitsort? Ich denke, das ist eher eine Frage für Sie, Herr Koch. Ja, danke schön. Die Administration und der Bundesrat bereiten sich vor auf eine Exit-Strategie. Man spricht ja oft darüber und der Bundesrat wird dann seine Schlussfolgerungen ziehen und wird auch zum richtigen Zeitpunkt kommunizieren. Zu Ihrer präzisen Frage, ob man sich vorstellen könnte, dass man zum Beispiel alle wieder zur Arbeit gehen lässt mit einer Schutzmaske. Da muss ich Ihnen sagen, wenn es so einfache Maßnahmen gäbe, hätten wir es schon lange so gemacht. Also wenn man eine Schutzmaske trägt, ist man damit nicht geschützt. Masken schützen vor allem die anderen. Und es gibt sicherlich sehr viele Arbeitsplätze, wo das Tragen von Schutzmasken die Sicherheit überhaupt nicht erhöht. Das heißt, man muss weiterhin ganz sorgfältig jede Maßnahme, die man ändert, überprüfen
dahingehend, ob es wirklich tragbar ist, ob es etwas bringt und ob es machbar ist. Ich möchte doch noch etwas nachreichen. Die Volksgesundheit, das ist nicht nur Epidemie und der Kampf gegen Infektionen, sondern es geht um die Gesundheit der gesamten Bevölkerung. Und dass die Wirtschaft rund läuft, gehört natürlich dazu. Wir wissen natürlich sehr gut, dass alle Maßnahmen, die die Wirtschaft einschränken, die auch die Bewegungsfreiheit der Menschen einschränken, negative Auswirkungen haben. Und da muss man ein Gleichgewicht finden zwischen diesen Maßnahmen und dem Kampf gegen die Epidemie. Das dürfen wir nicht aus den Augen verlieren, denn wir möchten ja mit unseren Maßnahmen nicht mehr Schaden anrichten als positive Wirkungen durch die Bekämpfung des Virus. Frau da Silva. Eine Frage an Herrn Koch, und zwar sperren gewisse Städte wie Zürich oder Luzern ihre beliebten Plätze, Seepromenaden und so weiter. Ist das eine Maßnahme, die gesundheitspolitisch sinnvoll ist, um die Ausbreitung des Virus zu beschränken? Wie stehen Sie dazu? Ja, diese Maßnahme ist im Moment sicher sehr sinnvoll, wenn sie verhindert, dass sich die Leute zu sehr ansammeln, dass es größere Gruppen gibt von Leuten, die nicht Distanz einhalten, und von dem her alle Maßnahmen, die helfen den Leuten, die empfohlenen Maßnahmen umzusetzen, sind sicher sinnvoll. Frau Witwer. Ich habe eine Frage an Monsieur Droh. Es gibt kaum Urlaubstage, die Diensttage werden nicht angerechnet. Sie haben von viel Warten gesprochen, was nicht nur nicht sexy sei. Das ist sicher auch eine Belastung für die jungen Menschen. Wie wirkt sich das auf die Motivation aus? Das ist die erste Frage. Und die zweite, können Sie sagen, beziffern irgendwie, wie stark der psychologische Dienst schon gebraucht wurde von den Soldaten? Danke sehr. Dankeschön. Ja, es wirkt auf die Jungen. Das ist einfach so. Für das haben wir auch sichergestellt, dass alle diese Pädagogen in die verschiedenen Schulen sind. Die sind benutzt, nicht stark benutzt. Bedeutet, haben wir nicht alle 100 jetzt in Einsatz in der ganzen Schweiz, haben wir ungefähr ein Drittel, die eingesetzt sind. Sehr oft ist es auch, müssen wir sagen, besondere Leute, die mehrmals grundsätzlich auch diese Bedürfnisse haben. Für das sind wir sehr froh, dass wir kommen auf diese erste Vierte mit die Gelegenheit auch diese individuelle Urlauben, weil vielleicht für diese Fälle wird sehr schnell auch in die Lösung kommen und dann eine Erleichterung, nicht nur für die Person, aber für seine Umgebung und sicher auch für die Einheit, die das trägt, bien entendu, das sind alle Emotionen. Für das, was der Warten ist und der verschiedenen Aufträge, das ist etwas und ich glaube und wir hoffen sehr, dass diese allgemeine Urlaub, die wir werden koordiniert und auch sehr speziell machen, wird wieder einmal auch prägen, weil wenn jeder weiß, dass jede 2 Wochen hat er im Prinzip diese 2 Tage in Urlaub, er hat in seinem Kopf, in seiner Motivation total eine andere Realität. Jetzt haben die einen Schock gehabt, 30. Juni, haben die einen Schock gehabt, kein Urlaub bis nach Ostern und es gibt eine dritte Sache, dass Teile von diesen nicht eingesetzt sind. Wir probieren Rotationen zu machen, bien entendu, dass Leute, die eingesetzt sind, auch rotieren, dass jede Woche plus minus alle einmal die Gelegenheit haben, auch nach vorne zu gehen, weil für das die sind gekommen. Aber wieder einmal ohne pas la manœuvre. Das können wir nicht entscheiden. Und was wäre die andere Realität, dass wir diese Leute nach Hause senden mit dem Risiko, dass sie in den nächsten Wochen gefragt sind? Das können wir nicht. Jemand muss dieses Risiko nehmen. In diesem Moment tragen wir das, mit der Verantwortung, die wir haben, diese Leute zur Verfügung zu geben. Können Sie das, entschuldigen Sie, wenn ich kurz nachfragen darf, können Sie das etwas genauer sagen? Was belastet die Soldaten genau und was nehmen Sie in Anspruch? Was kann man ihnen helfen? Gespräche oder frei wahrscheinlich nicht? Frei noch nicht. Einzeltage wieder einmal schon, ab 1.4. für die Fälle, die wirklich problematisch sind oder dringend sind, das machen wir. Und der Rest ist auch diese Zusammenkommen von positiven Emotionen. Das meistens ist auch positiv. Es gibt Leute, die sagen, ich will nicht nach Hause gehen. Es ist zu gefährlich für meine Umgebung, zu gefährlich für meinen Großvater, meine Großmutter. Diese Verantwortung tragen die bis dort. Die sind nicht alle respektiv so, dass die sagen, ja, mein erster Wunsch ist. Nein, die gehen bis der letzte Moment, kann ich das? Bedeutet, diese Emotion ist sehr positiv und es gibt einige Fälle. Aber das ist einige Prozent und darüber kümmern wir und das gibt auch sehr viel zu tun, aber noch nicht bis der Anschlag an unsere psychopädagogische Dienst.
Vielen Dank. Wir nehmen eine telefonische Anfrage entgegen von Herrn Gänger, Kisten SDR. Dankeschön. Ich habe eine Frage an Herrn Koch. Es gibt einzelne Spitäler, die melden, dass weniger Personen die Notfallstationen in Anspruch nehmen, namentlich Schlaganfälle und Herzinfarkte haben abgenommen. Was sagen Sie dazu? Wie kommentieren Sie das? Vielen Dank für diese Frage. Es wird mich gleich zu einer Anschlussantwort verleiten. Also erstens einmal, wir haben jetzt noch keine solche Meldungen erhalten, aber es ist sicher ein Aufruf an alle Leute, wenn sie wirklich ernsthaft krank sind, dann sollten sie nicht zögern, die medizinischen Einrichtungen zu kontaktieren und auch zu benutzen. Wir haben eine ähnliche Meldung gehört aus den Kinderspitälern und da beunruhigt uns das. Die Eltern kämen zu spät mit den Kindern, weil sie Angst hätten, in die Kinderspitäler zu gehen. Und es ist sicher falsch, wenn gerade Eltern mit Kindern den Kinderarzt oder das Kinderspital zu spät aufsuchen. Nehmen Sie andere Krankheiten von Ihren Kindern auch ernst und achten Sie darauf, dass Sie nicht zu spät Hilfe bei den Spitälern oder den Arztpraxen, den Kinderarztpraxen suchen. Kinder haben sehr selten Probleme mit dem Covid-Virus, aber Kinder können an anderen Sachen schwer erkranken. Also nehmen Sie das ernst, gehen Sie nicht zu spät Hilfe suchen. Das Gleiche gilt für die Impfungen. Bei Kindern sollen die Impfungen nicht verschoben werden, weil die Krankheiten, die damit verhindert werden können, sehr gefährlich sein. Herr Bühler. Ich habe noch einmal eine Frage zum Thema Exit-Strategie. Es war, glaube ich, auch hier schon die Rede davon, dass es heute um 11 Uhr ein Treffen oder eine Diskussion gegeben haben soll zwischen dem SECO und dem Bundesamt für Gesundheit. Ist das so? Und wenn ja, was ist das Ergebnis dieser Diskussion? Das ist so, das können wir sicher beide bestätigen. Es gab diese Diskussion, es ist ein Austausch über die Szenarien, die möglichen Szenarien aus gesundheitspolitischer Sicht und was das bedeuten würde für die wirtschaftlichen Maßnahmen oder für die wirtschaftlichen Austrittsszenarien. Und unsere Leute sind in Kontakt. Das war ein Austausch. Es wird noch mehr solche Austauschmöglichkeiten geben, bis sich dann eben der Bundesrat damit befassen wird. Waren dabei auch schon Vorschläge der Taskforce der Wissenschaftler auch ein Thema? Liegen die jetzt schon vor, oder so wie das Herr Egger angekündigt hat? Das wissen Sie besser. Nein, das war kein Thema an diesem Austausch. Und es ist nicht der erste Austausch, der stattgefunden hat. Ich kann Sie versichern, die Behörden tauschen sich untereinander recht regelmäßig aus und selbstverständlich in Bezug auf ein Exit-Szenario werden wir uns auch noch weiter austauschen mit sämtlichen involvierten Kreisen, weil es ist nicht so, dass jetzt das Bundesamt für Gesundheit allwissend alles vorgibt, sondern das muss im Gespräch, das muss im Austausch vorbereitet werden und schlussendlich ist es dann der Bundesrat, der sich damit beschäftigt, intensiv beschäftigt und dann auch kommunizieren wird. Herr Favre. Une question un peu annexe à Monsieur Koch. Eine Anschlussfrage an Herrn Koch in Bezug auf die psychotherapeutische Betreuung. Das läuft ja jetzt eher über Videokonferenz. Da gibt es eine Frage der Tarife und der Rückerstattung durch die Krankenversicherung, die offensichtlich nur teilweise erfolgt. Welche Lösungen können Sie da ins Auge fassen? Da muss ich gestehen, dass ich Ihnen leider keine Antwort auf diese Frage geben kann. Ich bin allerdings informiert, dass es eine Diskussion gab über die normalen Grenzen einer Telefonkonferenz. Nochmals zu den abgesperrten Plätzen und Seeufern. Wenn jetzt das kontraproduktiv wird, weil sich dann die Leute einfach auf den Gehsteigen oder auf Waldwegen engen treffen, würde das BAG dann da einschreiten und die Gemeinden bitten, das rückgängig zu machen, beziehungsweise vielleicht den Bundesrat bitten, dies zu tun?
Also für diese Fälle also erstens mal ist nicht das BAG, das das kontrolliert und auch nicht einschreitet, sondern es sind die Kantone, das ist die Polizei und es gilt das Verbot, dass mehr als 5 Personen sich gruppieren. Und wo das auch immer ist, spielt keine Rolle und es können auch Bußen verhängt werden, es werden auch Bußen verhängt. Also in den Fällen wäre es dann wirklich eine Aufgabe der Polizei. Herr Hessler? Ich habe 2 Fragen an Herrn Koch, die eigentlich den gleichen Themenkreis betreffen, nämlich die Zahlen. Einerseits die Frage, wie hoch schätzt das Bundesamt für Gesundheit die Dunkelziffer ein der Covid-19-Fälle? Und vielleicht auch eine Anschlussfrage, es gibt ja sehr viel mehr Tests. Wie haben die Tests grundsätzlich die Covid-19-Infektionszahlen beeinflusst? Ja, vielen Dank für diese 2 Fragen. Also die Dunkelziffer, da wir keine Schätzung bis jetzt. Wir werden sicher eine Schätzung machen, sobald wir ein bisschen verlässliche Grundlagen haben. Wir werden sicher nächste Woche einmal eine detaillierte Analyse des Sentinella-Systems haben und dann schauen, was man daraus herauslesen kann. Auch das ist nicht etwas, das absolut klare Zahlen produzieren wird, aber vielleicht eine bessere Einschätzung der Situation. Das Gleiche gilt, sobald wir natürlich dann Zahlen bekommen zu serologischen Studien, lässt auch das dann bessere Schätzungen zu. Zum Moment haben wir dort keine Schätzung gemacht. In Bezug auf die durchgeführten Tests, also um vielleicht kurz die Zahl zu sagen, gestern wurden 7.600 und einige wenige und 67 Tests durchgeführt in der Schweiz. Also das ist eine recht beachtliche Zahl. Die maximale Kapazität wäre viel höher, aber dazu hat es einfach zu wenig Testkits und sonst Materialien. Es wird dann immer wieder gefragt, ja, wenn mehr getestet wird, werden dann nicht durch das Mehrtesten auch mehr Fälle entdeckt. Und dem ist natürlich so. Wir gleichen das aber ab, indem wir gleichzeitig auch die sogenannte Positivitätsrate anschauen. Das heißt, wir schauen gleichzeitig auch an, wie viele der Tests sind dann positiv in Bezug auf die Gesamtzahl der gemachten Tests. Und durch das lässt sich abschätzen, ob die Zuwachszahlen nur testbedingt sind oder nicht testbedingt sind. Und im Moment müssen wir sagen, der Zuwachs, so wie wir ihn jetzt sehen, ist nicht testbedingt oder nicht nur testbedingt, sondern es gibt weiterhin ein echter Zuwachs an positiven Fällen. Frau Zürcher? Eine Frage an Frau Ineichen-Fleisch. Man spricht ja häufig von diesen Schutzmasken. Es gibt Deutsch-Schweizer Unternehmen, die herstellen. Wird man auch andere Unternehmen bitten, Schutzmasken in der Schweiz herzustellen? In der Verwaltung eine Stelle, die sich damit befasst, auch nicht nur wegen Masken, sondern auch anderen möglichen Produktion von Schutzausrüstung und von anderen wichtigen Mitteln. Was jetzt genau läuft, kann ich Ihnen nicht sagen, aber ich werde mich gerne informieren. Ich weiß nicht, ob Sie hier mehr Informationen haben. Aber ich weiß, es gibt ja Unternehmen, die ganz rasch geändert haben und jetzt Schutzmasken produzieren. Es gibt auch zahlreiche solche Unternehmen, die auch anderes produzieren. Also von dem her gibt es das, aber ich könnte Ihnen nicht genau sagen, wer was genau macht. Vielleicht kann ich etwas noch anbringen über das, weil grundsätzlich haben wir am Beginn die Verantwortung gehabt bei der Armeeapotheke für das, was die Armee und die Verwaltung ist, aber das ist jetzt neu. Ab 21. März haben wir die Verantwortung über das Gesamtgesundheitswesen und hier ist es so gewesen, dass wir haben 3 Sachen. Wir haben eine Seite der Budget erhalten. Wir haben auch eine Koordinationsstelle respektive eine Person einberufen, mit dieser Verantwortung alle diese möglichen Käufe zu koordinieren. Und der BAG bleibt ganz klar der verantwortlich für das, was die Beschaffung vorgaben. Und ihr vielleicht kann ich noch weiter sprechen über das. Ja, vielleicht als Kurzinformation dazu. Nach wie vor werden natürlich vor allem die allermeisten Masken, die wir in der Schweiz brauchen, gekauft, im Ausland gekauft und importiert.
Aber im Moment sieht die Situation recht gut aus. Also die Bestände sind ziemlich voll. In Bezug auf Hygienemasken sind im Moment 90 Millionen an Lager in der Schweiz und werden an die Kantone verteilt nach Bedarf und 4,14 Millionen FFP-Masken, die ebenfalls verteilt werden. Noch eine Nachfrage, Frau Zürcher? Ja, Sie sagen, dass viele Masken gekauft werden. Man erwartet auch Lieferungen aus China. Also alle Länder stürzen sich auf diese Masken und besteht die Gefahr, dass das Material blockiert wird an den Grenzen erneut. Also im Moment haben wir keine Information dazu. Es gab diese Blockaden vor 2-3 Wochen. Aber das ist nicht unbedingt das Problem an der Grenze, sondern das liegt eher bei der Herstellung all dieser Erzeugnisse im Ausland. Es gibt nämlich Länder, die auch einen Teil ihrer Betriebe stillgelegt haben. Eine andere Frage ist, wie man die in die Schweiz transportiert. Sie haben sicherlich die Berichte gelesen, die erklären, dass es da Frachtflugzeuge gibt, die aus China all dieses Schutzmaterial liefern in die Schweiz, und da liegt eher der Engpass und nicht an der Grenze. Ich habe eine Frage zu den Spitälern und zum Armeeeinsatz. Wenn ich recht informiert bin, Sie können das vielleicht bestätigen, sind im Moment ungefähr 2/3 aller Spitalbetten in der Schweiz leer, weil man alle Operationen verschoben hat, die nicht dringend nötig sind. Das heißt, es gibt ganz viel Personal, das im Moment nicht gebraucht wird. Und da fragt sich, warum setzt man nicht dieses qualifizierte Gesundheitspersonal ein, anstatt 4.000 oder 5.000 Soldaten, die man aufbieten muss? Ja, ich glaube, ich versuche einmal den ersten Teil dieser Antwort. Vielleicht will dann Herr Droh noch etwas dazu sagen. In Bezug auf, dass die Kantone ja die Gesuche stellen. Aber es ist schon so, dass glücklicherweise in Teilen der Schweiz nicht alle Spitalbetten besetzt sind, zum Teil sogar wirklich unterbesetzt sind. Das hat damit zu tun, dass die Spitäler sich vorbereiten müssen und mussten, weil der Ansturm von Covid-Patienten sehr abrupt geschehen kann, wie es im Tessin gesehen wurde, wie es in der Westschweiz gesehen wurde. Und es ist natürlich so, dass Sie jetzt nicht das Personal aus dem Spital in Kreuzlingen nach Genf schicken können, weil erstens mal wäre das ein logistisch riesiger Aufwand mit der Unsicherheit, dass Sie dann vielleicht 2 Tage später wieder nach Hause reisen müssten, um dort weiterzuarbeiten. Also das macht sicher so generell keinen Sinn, dass man jetzt sagt, dort wo zu wenig ist, die schicken wir jetzt in die anderen Spitäler. Solche theoretische Überlegungen sind natürlich immer gut, aber man muss es dann in der Praxis auch sehen und in der Praxis umsetzen können. Und das ist dann meistens sehr viel schwieriger, als man sich das in der Theorie vorstellt. Dazu kommt noch etwas, es war nicht vorhersehbar, dass die regionalen Unterschiede der Fallzahlen, die wir jetzt sehen, und der Spitalbelegungen, die wir jetzt sehen, das war absolut nicht vorhersehbar. Wir haben immer eigentlich gedacht, dass es sich schneller über die ganze Schweiz gleichmäßiger ausbreiten wird. Wir sehen jetzt, dass das Tessin und die Westschweiz sehr stark betroffen sind, die deutsche Schweiz und mehr gegen Osten immer noch sehr schwach betroffen sind, aber trotzdem in praktisch allen Kantonen hat es jetzt schon Patienten, die auf Intensivstationen sind. Also es ist nicht so, dass jetzt irgendwie wirklich sinnvoll wäre, wenn man jetzt da schweizweit das Spitalpersonal herumschieben würde. Aber vielleicht will Herr Droh noch etwas zum Militäreinsatz sagen. Von der militärischen Seite sehe ich das so grundsätzlich. Erstens, das Personal, das wir einsetzen, diese fast 4.000, ist auch qualifiziert Personal. Das sind Leute, die haben alle eine offizielle Dokument, die das bestätigt. Zweitens, wir haben eine Verantwortung und einen Auftrag erhalten von dem Bundesrat, das zu unterstützen. Und drittens, ich glaube, es ist besser für alle, dass wir vor der Kollaps, vor der Burnout kommen. Es ist viel einfacher wahrscheinlich, das zu vermeiden. Und ich danke grundsätzlich die Behörden, die das entschieden haben und die diese Möglichkeit gegeben haben an alle, vielleicht jetzt sich auch zu vorbereiten
auch zu ruhen, vor dass vielleicht einmal, hoffen wir alle nicht, diese Krise wirklich steigt in der ganzen Schweiz. Herr Guillaume? Ich hätte eine Frage an Frau Inarchen-Fleisch. Frau Staatssekretärin, Sie kennen China sehr gut. Sie sprechen sogar Mandarin. Ich hätte eine Frage. Denken Sie, dass die Zahlen, die von China kommuniziert wurden, glaubwürdig sind? Und, falls das stimmt, könnte China als Beispiel für die Schweiz dienen in Bezug auf das Ausstiegsszenario? Vielen Dank für diese Frage. Ja, ich war lange in China. Aber das bevollmächtigt mich trotzdem nicht, um jetzt festzustellen, ob diese Zahlen korrekt waren oder nicht. Diese Frage müssen wir wohl offen lassen. Aber ich denke, dass die Art und Weise, wie China jetzt aus der Krise hinausgeht, für uns tatsächlich interessante Informationen bereithält. Herr Koch hat das eben auch schon angesprochen und er ist vielleicht auch besser befähigt, das zu beantworten, weil er sich das im Detail angeschaut hat. Wir müssen zum Beispiel bei den Chinesen lernen, wie sie angefangen haben auszusteigen. Aber die Zahlen in China sind natürlich jetzt auch wieder im Ansteigen begriffen. Und dann ist die Frage, ob sie den Königsweg gefunden haben oder nicht. Aber ich denke, man kann sich immer von anderen Leuten inspirieren lassen. Ja, wir schauen uns selbstverständlich in sämtlichen Ländern an, ob es vielversprechende Ansätze gibt, die auch bei uns umgesetzt werden könnten. Ich denke, es wäre allerdings ein Irrtum zu glauben, man könne ohne jegliche Vorsicht Modelle aus anderen Ländern, wie zum Beispiel China, übernehmen. China ist ein Land, was ganz anders aufgestellt ist als die Schweiz und insbesondere auch das Politische ist ganz anders aufgestellt als in der Schweiz. Ich habe eine Frage an Herrn Koch bezüglich der Antikörpertests. Gibt es da bereits eine Strategie, wie man mit den Antikörpertests verfahren will? Und gibt es bereits eine genügend große Anzahl, um damit zu beginnen? Eine Strategie in dem Sinne, dass wir das jetzt zentral alles steuern würden, gibt es nicht. Das ist auch nicht möglich, weil diese Tests zum Teil durch die Labors auf den freien Markt kommen und wir da nicht eine Markteinschränkung vorgesehen haben und auch nicht vorsehen. Es gibt im Forschungsbereich eine Koordination, wie Herr Ecker ja das gesagt hat, und wir vertrauen sehr darauf, dass das auch gut funktionieren wird, dass wir aus dem Forschungsbereich klare Resultate bekommen. Und dann wird es gleichzeitig auch diese Tests auf dem freien Markt geben. Und selbstverständlich werden wir versuchen, dass wir alles, was dann auch auf dem freien Markt getestet wird, gemeldet bekommen und dann auch beurteilen können. Aber zu sagen, wir würden jetzt da zentralisiert eine einheitliche Strategie fahren, ich glaube, das wäre schlichtweg auch nicht möglich. Frau da Silva? Nochmals eine Frage an Herrn Koch, und zwar letzte Woche haben Sie neu in die Symptomliste ein Symptom aufgenommen, bei dem die Menschen den Geschmacks- und den Geruchssinn akut plötzlich verlieren. Wird das aktiv kommuniziert, zum Beispiel auch an den Beratungstelefonen, und wenn nicht, warum nicht? Also da bin ich jetzt ein bisschen überfragt, aber ich gehe davon aus, dass am Beratungstelefon für Ärzte, die ja also das Beratungstelefon, die brauchen unsere Unterlagen, dass die das dort aktiv kommunizieren, aber verifiziert hätte ich jetzt das nicht. Ich nehme eine telefonische Anfrage entgegen von Herrn Gänger von Kisten SDA. Ja, nochmals eine kurze Frage an Herrn Koch. Gestern war ja schon so ein lauwarmer Abend, von dem man sich gefürchtet hat wegen vielen Leuten, die draußen sind. Haben Sie schon Rückmeldungen hierzu, was bis jetzt am Wochenende passiert ist an Menschenansammlungen? Nein, und das haben wir auch noch nicht angeschaut und wir werden das sicher erst nächste Woche anschauen. Dankeschön. Gibt es noch weitere Fragen?
Frau Zürcher? Eine Frage an Herrn Koch. Das Basler Unispital testet jetzt diese Plasmatests für die Geheilten. Könnte das eine Lösung sein? Das ist eine etwas schwierige Frage. Das kommt aus dem klinischen Bereich und wir kümmern uns eigentlich nicht um diese Tests und die Forschungen im klinischen Bereich. In der Theorie kennt man das auch von anderen infektiösen Krankheiten. Wir wissen zum Beispiel, dass es mehrere ansteckende Krankheiten gibt, wo man Antikörper nutzt. Also das ist eine passive Impfung, nennt man das, wo man also Antikörper per Serum gibt, wenn man weiß, dass die Infektion noch nicht lange her bestehend ist. Bei den Röteln zum Beispiel ist das eine Möglichkeit. Ob man jetzt aber in diese Richtung geht, das weiß ich nicht. Ich denke, das müsste man der Forschung überlassen im Moment. Gibt es noch weitere Fragen? Herr Bühler? Bei den Großverteilern ist mir auf Anfrage gesagt worden, hat man den Eindruck, dass die Schutzmaßnahmen für das Personal wirken. Es gibt keine besonders eine Ansteckungswelle im Verkauf. Könnte man es nicht auch als Signal nehmen und sagen, unter diesen Bedingungen könnten auch andere Geschäfte öffnen? Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil es eine Frage ist, die wir sicher im Zusammenhang mit einer Strategie, einer Ausstiegsstrategie anschauen werden. Erstens mal bin ich sehr froh, dass die Großverteiler sagen, sie hätten jetzt nicht übermäßig viele Ansteckungen bei ihrem Personal. Und zweitens ist das natürlich etwas, das wir mit den Großverteilern von Beginn an diskutiert haben, dass sie diese Schutzmaßnahmen möglichst früh und möglichst gut eingerichtet haben und es scheint wirklich zu funktionieren. Wir werden sicher alles anschauen, was man brauchen kann, um dann auch bei der Exit-Strategie Maßnahmen zu lockern. Aber ich möchte noch einmal betonen, Maßnahmen lockern kommt eigentlich erst dann in Frage, wenn wir wirklich sehen, dass die Fallzahlen zurückgehen. Weil sonst wäre jede Maßnahmenlockerung mit einem sehr hohen Risiko verbunden, dass die Zahlen dann weiter ansteigen. Ich schaue in die Runde, ob es noch Fragen gibt. Ich sehe keine Fragen mehr. Dann beschließen wir diesen Point de Presse hier. Und der nächste Point de Presse ist, wie gesagt, am nächsten Dienstag um 2 Uhr. Herzlichen Dank für Ihr Kommen.